Arias. Worden hier nu van jou een beetje mate drinken. Ah, dat is dan goed vielleicht mal ein bisschen was tun. Ich habe ein bisschen weiter gehört an meinen Regen durchhängen bei dem Hand. Marisola. Und von der ersten sehr schönen Tag, das ist von der soll ein Grad warm werden. Und von der will ich was merken, das nennt sich fried bread, oder gjebrudenet brot. Und das stammt von 1864 aus den Indianer in den States, in Arizona. Die Gruppe Menschen nennen sich Navajo, Indianer. Und die Regierung will haben, die soll auch noch 2 Hand tragen, so dann haben sie die alle abgesammelt. Wir vielleicht von ungefähr so sagen, 9000 von den Familien und alles. Und dann haben sie die Soldaten und alles, haben sie die nach New Mexico geschleppt. Und dann durch eine neue Ansiedlung machen. Und die haben dann geprüft, aber das Land, dass wir bloß nicht gut zum Ackern. Sie haben am Kar und Schaufeln geackert und nach Tarps vielleicht. Und dann über den, die Regierung, die versorgen mit das Gericht, die geben dann Mehl und Schmalt und Salz und vielleicht ein bisschen Backpulver. Und das, was sie dann haben, probiert ist, was von zu machen. So die frühest, die Indianer frühest, die Navajo frühest, die mögen eine Art Brot, und dann tun sie das Brot und Fett. Und die müssen nicht mehr auch sehr seriös werden, das nennt sich Gietskirchen. Aber das ist ein bisschen anders gemerkt, das mit Backpulver und steht Hefe. Und nachher, Leute haben die Lied, davon auch was anderes merken. Die merken doch von Tacos, und steht Tortillasbrocken, Pizza, und noch klops, tweeboakgjes, verschiedenste Dinge. Ich war bloß am Anfang in 1864, ich war bloß so ein Stück Gebroten gegessen. Einzig, die noch mit Zucker überstreuen, was sie noch mal haben. Aber immer haben, nu, diese Deel fahren durch Restaurants in New Mexico, vielleicht Arizona. Die haben Restaurants, wo sie dort noch haben. Und die Indianer waren von der Stadt nach dann, was sie dort eten, dann denken sie an die schwere Zeit, was sie dann mal gehabt haben, in 1864. So. Anyway, nu werden wir uns ein Stück merken, mal sehen, wo das schafft. Okay, das wird für die Brocken sehr wenig, sehr einfach. 4 Köffel Mehl, 4 cups of flour, 3 Köffel goudwarm Wasser, 3 cups of warm water, 1 Teelöffel Salz, 1 teaspoon salt, 1,5 Eatlöffel Backpulver, 1,5 tablespoons baking powder. Nu wordt dat drieën hier neer. Dat gaat daar hier. Oké, dat wordt nu afhangen dicht te maken. We worden afhangen met een klein beetje water op eenmaal. Start with a little bit of water. En dan met een spatula, waar we dat eerst afhangen een beetje dicht te rieren, maar dat is niet meer jet. En dan waar we ons de hängen schwingen. En met een klein beetje water op eenmaal niet te veel. We willen den dicht niet te smatter down kriegen. Oké, nu hebben we zoveel als we kunnen met deze lepel. En dan gaan we afhangen met de hang den dicht te kneden. Oké, dan merk je een fijn deeg, dat een fijne dunne deeg is, niet te hard. Oké, nu hebben we den deeg dicht gekneed voor een stuk 5 minuten. Dat is nog nur bakkerig, maar dat is een dood, dat wordt zich schaken. Oké, wat we dan willen doen is dan waar we de kam nemen en den klein beetje schmutsen. En dat doen we hier niet ombakken, en dan waar we den doneren. En dan waar we den voor een stuk 2 stunden ruren laten. Dat braucht man een halve stunde, maar we willen het en wat anders doen, dan waar we den voor 2 stunden onderdaken. En daar waar we damit wieder schaffen. Boven waar we nog een klein beetje aanklipsen, dat het niet bedrehen wird. En daar waar we den touwdaken en dan zijn we ons 2 stunden later. En we willen van hier nog wat klops bakken zum deze gebrodene broodbrokken aus dem tweeboakgje. We hebben hier wat zelfsgemerkte kool, waar we de huid merken en daar willen we een beetje klops bakken. We gaan barbecue some burgers for our fried bread buns. Oh, kijk dat hier. Oh, maar dat direkt schijn met koelen vleesbakken, dat is bloos veel beter en smaakt beter als met gas. Oké, nu zijn we meestal uit gietskirkenbroden, oder wat ze dan aan fried bread, gebrodenet brood. Wordt het nu opgehaald bij 360 graden.
zwischen 53 und 63 Grad. Und dann werden wir aufhören zu bruden. Okay, das habe hier nu 2 Stunden gerührt. Nu sollen wir reiten gebrudenet Brot machen. Ja, das ist einer. Das ist vielleicht nicht sehr Geschmack, aber was ich gerade das schon dauert. Die wollen wegen sehr schön schmecken. Dat raakt ik zo mijn zeer fan. Kijk mal dort. En de eerste die je aan het vaat now, die kan ze groot of ze klein maken gewel. You can make them any size you want. En nu gaan we wel aan bij hem houden, dat braucht vielleicht maar 2 minuten of 3 minuten, wat die fijn bruin zijn, en dan draai je die om. So, sitz mal, kijk mal dort, krak ze staat. Schauf bloß wunderkrak. Nou, wat leuk je? De eerste die hebben we nu uit, kijk mal dort, bloß sehr schön. Oh, ik moet je dat bloß nog eenmaal wezen, kijk mal dort. Dort schauft aber wunderkrak, bloß oppassen dat het vaat immer heet is. 350, 360. So, nu hebben we alle gebroden. Ik geloof, we hadden een stukje gekregen. We gaan nog wat groter maken. Want we hebben ons nog wel een pizza maken. Du, kijk mal, nu wollen we mal eine nemen. Du, die mal 2 rieten. Die zijn zo fijn, crispy van buiten, van binnen, maar zo fijn, kijk mal. Zo fijn goed. Nu wollen we mal smaken. Wow, dat trekt einfach schön. Oh, wunderschön. Okay, dan hebben we een smal een burger uitmaken van deze gebrodene pan. Waar we den eerst smak abschneiden, die zijn zo fijn abgepufft. Ja, kijk mal, was zo fijn goed van binnen. Eerst als je dan nog mayonaise hebt, we hebben hier jetzt niet. Waar een beetje mustard, een beetje ketchup. En we kunnen niet vergeten den cheese. Und noch Käse, und da werden wir diese schöne Klops, was wir von dir gebacken haben, mit selbstgemerkter Kuh. So. Und da wollen wir noch ein bisschen Backelschane. Oh, und eins zu sein Tomates oder Tomaten. Und ein bisschen Avocado. Das wird ein bisschen Vaterburger geben, weil ich würde sagen, ich glaube, das wird ein sehr schöner geben. So, kriegst du es dort. En dan hier hebben we nog roodbeleven sippelen. We worden nog een beetje sippelen op. Dat wordt zo'n vader zijn, dan kunnen we nog een beetje. En dan, hier hebben we nog wat opgesneden jalapenos. Oh, die doen nog op. En dan hier nog een beetje salut. En vielleicht nog een klein beetje zout even streken door. Dan leg ik als die eruit. Ik wat we willen daar zo de losnemen, dat we zo starten op. So, kijk hem al. Ach wel, we hebben hier sehr schöne potato salad. Die kan je schon stremels maken dat hou, maar ik hou van jou wat we namen eetschappen salad, or egg salad. So. Krijg ze stop. So, wat leuk je? Nu wat je die multi nog van dichtbij wie. Smaken wat je van jou niet, ik kan nog meer te doen van jou. Maar ik leid dat wat schijn smaken. Ik geloof rein ganz dat wordt aber vertraglich sehr schön schmecken. So, ich hoop die proeven dat ook. En laat me weten wat je smaakt hebben van wo je zijn. Dankzij waren hier van Struckland, Buena Vista. En wer weet, we worden morgen vielleicht nog wat onopmerken met die gebrodene brood. Hier kan het nog eenmaal zijn. Bloß zum Dien dort een klein beetje aanjagen. Hier heb ik er een klein beetje met donker licht. En hier kan het waar am licht zijn. Nu willen we eten! Wow, dat spuit nog maar betterlijk zeer windig. 80 km/h wind. Gisteren had ik juist gewezen, waar we hadden Navajo Indianer brood gebroed. En we brachten aan een van die broodjes zum zo'n klops tweeboakgjes. En van daar willen we Navajo taco maken. Die merken da Tacos von, das habe ich just noch gesagt. Ich hoffe, die haben das nicht vergessen, aber von der war so ein Taco merken. Das erste war wir
Fleischbroden. So. Woo! Okay, dit is wat we worden gebruiken voor het taco-vlees. We hebben hier een halve kilo gemolden rindvlees. Hier hebben we peper en zout, een jalapeno, 2 tenen chesnik, een nate sippel. Hier hebben we nog een glas schabelen, dat willen we laten opbrokken. En hier hebben we nog wat we noemen taco spice. Dat gaan we ook een beetje maken. En je kan het taco-vlees zo merken als je dan wel. Dat helpt zich leer. Wat immer je schijn smaakt. Oké, het eerste wou de sippel, de jalapeno snijden. Bang! Daar hebben we dat ook al. Wou de jalapeno nog fijn maken. Bang! Daar, check hem al. Oké, nu hebben we dat vaat op iems heit. De pan met vaat en niet best je vaat niet te veel. Nou wou de sippelen op van bruin te broden. Dan wou de jalapeno en dat chesnek, dat alle fijn bruin broden. Oké, de sippelen vangen smaak bruin te worden. Dan wou de jalapeno doen aan. Daarna een paar minuten en dan te laat wou dan dat chesnek. Oké, nu wou dat chesnekje nog bij, dat niet langer is een minuut of zo. Daar hier en dan staat het klaar. Nou wou dat eruit nemen, dan wou dat vleesje squab broden. Oké, dit is nu goed, wou dat eruit nemen, dan wou dat vlees squab ja. Hou de pan waar heet, paar lag smalt aan, wie brokken gewöhnlich Olivenoil, die kennen zijn vaat brokken ze wel. Wou dat vleesje aan, wou dat squab broden en dan wou dat even doen aan. En weer dat gleich, wou de taco spices te maken, en er steht zout. Instead of salt, we're going to use taco spice. Dat vlees is zo mooi goed. Nu wou de sippelen en dat chesnek en de jalapeno te maken, nog helemaal dergelijke broden. En dan gaan we dat eruit nemen. Oké, ons taco vlees is nu goed. The meat is done. Wou dat aan een zeven aan en dan willen we al dat vaat, dat we alle afzien. We willen fijne dreigend vlees hebben. We're gonna take all the oil out of it. We're gonna put it through a strainer. Wel, je plus wees hoeveel vaat eruit gekomen is. Als je het ligt naar te maken, wie doet niet. Look how much fat came out of the meat. Oké, hier hebben we de refried beans, wat we ook weer gebruiken voor het Navajo taco. En daar hebben we het vlees, wat we eerst hadden gebroed. Nu worden we helemaal abhaten en dan willen we meer eruit maken. Oké, nu kijk je maar, nu hebben we ons deegbrood hier. Zeer fijn abgehakt. Dat war de fijn heißes gestern, als we die gemerkt hadden. Nu werden we taco maken. Oké, daar werden we ons nu mal den Navajo taco eruit maken. Hier is ons gebroedend brood. Eerste wat we worden doen, is door eerst een beetje schabelen, napsmeren. Je kan de ganze schabelen op wat je wil, en je kan wat van refried beans. Zo. Dat ruikt nu al fijn. Dit wil vielleicht nicht ganz so tough halten, als nach ihrem nach taco, aber das ist ja genau. Ich glaube, was sehr scheint es mehr geben. Die wollen vielleicht bis mal mit Maß hat schneiden, dann sie dort eten. Klein bisschen näher drücken, dass ein bisschen mehr Natt kommt. So, check mal. Oké, en dan wou we een beetje bakkeljanen op. Eens je zagen je dan tomaten, of tomatoes. En dan een beetje zo'n rood blijven sippelen. En daar willen we ook nog kleine dunne kolletjes jalapeno weer het ligt. Zoals het staat. En weet je wat, we gaan hier ook nog een beetje avocado weer het ligt. Nou, we willen nog een beetje verduwen, dat er ook nog een beetje smaak zit. Krijg zo. Wat we in al het lekker schijn smaken. Daar krijg ze staat. En dan. Het laatste waar we door nog een klein beetje kaas hebben. Dan zie je fijn gereven naar kaas door. Krijg zo. En nu fehlt er nog één ding, ik wil je weten. We gaan hier nog wat bananenzuur schmond, voor die wordt het lijken. Velen zeggen, oh, maar dat wordt ik me niet verdorven, dat durf je ook niet. Kijk je maar toch, wat. Nu moet ik zeggen, dat is de maaltijd eruit, voor mij. Anyway, ik hoop, ik word het nu nog met alle met smaak afnemen, dan word je nog van dichtbij wezen.
Wat leuk je? Ho, 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 nu wel we eten. Ik word het niet bij jullie smaken. Maar ik hoop je merken dat ook. Laat me weten. Dankzij. Nu wel we eten. Oh, nu check hem al. Die taco, die Navajo taco hat sehr schön geschmeckt. Ich kann nicht tijd om den verjut eten und so wieder. Ich habe noch mehr Dinge zu tun, aber ich will sagen, ich hab gemerkt dort. Ich habe das gebrodene Brot, die habe ich erst in der Bak noch einmal abgewärmt, hat den wird so fein reich war wir, aber das aus Danes für die haben großes Brot. Immerhin schmeckt sehr schön. Wie jüngst nach Mal waren in New Mexico fahren, da wollten wir so ein Restaurant sehen, was sonst dort merken. Aber immerhin, ich sage nicht fertig, poch nicht sehr fertig, aber das muss ich sagen, hat extra sehr schön Geschmack. So, ich hab gemerkt dort. Und wenn wir Zeit haben, vielleicht merke ich noch ein Rezept von das Brot. Wir gehen durch von Pizza zu merken. Das schmeckt auch sehr schön. Jetzt der Klops schmeckt sehr schön, das Taco schmeckt sehr schön. Muss ich über die Pizza was schmecken. Aber immerhin, ich hab die Proben auch. Juhu! Hoho! Oi, heute Gott. Nu ist es mir auch Zeit, nu werden wir uns eine Navajo Pizza merken. Sei einfach, das lässt wird schön schmecken. Okay. Wir haben hier was sehr Einfaches. Okay. Hier haben wir uns Sauce, das haben wir uns mal in einem Restaurant gekauft. Und hier haben wir uns Navajo gjebrudenet Brot, fried bread. Ja. Krawak so stort. Wel nicht tauschrechtlich viel Sauce drüber. Die werden nicht brocken merken. Und da waren wir erst ein kleines bisschen Käse. Ich hatte noch keinmal getan mit so einem Brot gestart, aber ich glaube, was sehr schön schmeckt. Das andere hat so wie noch sehr schön geschmeckt. Hier waren noch ein bisschen Jalapenos selber. Was ja, wenn die wollen, die kann hier Pilz genau, oder was immer die glauben, das schön schmeckt. Und was ja gerade, die wurden kein Dienstkuchen braten, weil ich einen Tag Tweeboak backen, je nach welchen Dienstkuchen backen. Brot gedacht. Ja, und dann hier haben wir Salami. Wow, du Salami-Napp. Das ist ja dann so ein Fleisch, was sogar Pizza-Napp da. Da kam so eine kleine Kolakis gemerkt, bloß wenn das so ein kleines Pizza-Käse. Ja. In den Ofen hat abgehärtet und 375 Grad. Hier haben wir noch was von an Salami und Pepperoni haben wir beides. Ich weiß noch, warum Tipp mit Käse hinab. Diesen Käse hat wir jetzt immer geholt, was wir den Tacos merken. Den haben wir sehr fein gerieben. Ja, das ist jetzt ein bunter Käse, aber das ist ja genau, das wird alle schön schmecken. Ja. Und da werden wir das immer gefleischt ab. Das andere wie was? Pepperoni direkt ist, und das ist Salami. Oder das andere wie Salami und das Pepperoni. Aber anyway, so. Das wird aber sehr schön schmecken. Kriegst auch. Nu werden wir in der Bak sagen. 375 Grad. Ich weiß nicht, wie lange das wird dienen, das wird nicht gut sein. Ich habe noch kein Leer getan. So. Das ist so eine Pornstipp, die hast du in gleich. Hier haben wir so ein Backpapier. Nu werden wir in eine Bak stappen. Okay, nu wird ich mal was schmacken wissen. 15 Minuten hast du hier nu gebacken, 375 Grad. 15 minutes at 375 degrees. Nu kijk mal. Oh. Goed, dan werden we ons die mal verschneiden en dan abdaschen. Hörst du mal. Sehr feinreich ist der. Ich glaube, wir wollen bloß ein Viertel geschnitten. Korrekt so. Wat ik dan nog gleich is, doe nog alle een beetje rijwe bakkeljanen op. Want jullie dat interessiert. En ik leg er nog een paar kruimels regenen op. Bloos, die rood, een paar kruimels. Ja.
En dan vielleicht noch ein bisschen so eine Peperkerne, wer das leicht. Nicht zu schrecklich viel, bloß ein paar Stück. So. Und dann hier, was wir haben, ist Parmesan Cheese, Parmesano. Oder ich nenne das immer Peterwratschen Käse. Wo du noch alle ein bisschen so ein Stocken habt. So. Und ich würde sagen, der ist nu roi. Nu werden wir uns den hier an der Schiebe nehmen. Ho, 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 ho. Ja. Was bleiben wir durchfahren? Navajo Pizza. Nu werden wir eten. Wenn der was Holster scheint schmecken, als direkt oder set, dann legt wir von der sehr schönen Unkas haben. Ich will erst nur das Leid singen, was kann es Schönes geben. Wow, flitzfries Franz, hol die Fass. Nu werden wir eten. Okay. Wow, dat lijkt wat schön schmecken. Ik kan nu 3 Jahre geklaut mit all de Recepts, wat ik gemerkt habe von so einem Navajo Brot. Eerst klops mit zo'n Brot und dann Tacos mit zo'n Brot und nu haben wir noch Pizza mit zo'n Brot. Und ich will sagen, Dankeschön für jullie alle. Ich bin Gott dankbar für das Eten. Ich bin Gott dankbar, dass wir in so einem feinen Land wohnen. Und dass wir hier so friedlich leben können. Natürlich stehen ist das nicht so friedlich. Das hat wir diese Woche gesehen in Mexiko. So, wir dankbar sein, wenn Gott uns beschützt hat. Gott ist gut. Gott ist immer durch mit uns. Und ich sage Gott ist dankbar für jullie alle. So, nu werden wir uns schmecken. Wuhu! Oh, 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 oh. Beetje, der ist übrigens so fein reich geworden. Ich habe die 15 Minuten gebacken, 375 Grad. Ja, wo ist ein Slepel? Oh. Ja! Los, sehr schön. Oh, was sehr schön. Echt du? Die proeven dit ook. Einer das andere schmeckt sehr schön. Dus ik al zie, wenn ich dit Brot backen will oder Broten, nächstes Mal wenn ich Tweeboak backen, dann deed je bis von dort. Schauf dort, dort würde je dann deutsches Brot sein. En bieden die krijgen ze groot nergens te wel, als ik klein. Maar ik ga nu een beetje naken. Bloß een kleine pizza voor mij. So. Hier van Stroopland bij Navista. Zijn we ons het nächste Mal. Met Gott in Segen.